Wie krass sieht das aus? Oh mein Gott. Oh Mensch, hör doch. There was something in the air that night. The stars. Ist das schön. Was ist das denn jetzt hier? Morgen werden wir mal wieder die große Aktion entzünden und den Stuhl bauen. Und heute, Diggi, werden wir wirklich wie die Rentner uns hier ins Bett legen. Es ist gerade 22:36 Uhr und richtig geil früh schlafen gehen. Und ich ärgere mich, weil ich würde jetzt auch wirklich gerne ins Londoner gehen und richtig fett Party machen. Wir sind echt alt geworden, ne? Es hat nichts mit unserem Alter zu tun. Von meiner körperlichen Verfassung könnte ich wirklich jetzt Party machen. Das Problem ist am Ende des Tages nur, Digga, dass wir dumm sind. Und deswegen, Diggi, machen wir gerade keine Party, weil wir dumm sind. Falls ihr euch fragt, wie sieht so ein Abend vor so einem großen Tag aus? Schneestuhl bauen, Charity Race. Boah! Kleider. Mit Paul 3 Tage unterwegs zu sein, ist wie mit so einem Kleinkind. Das ist wirklich wie so ein Kleinkind. Guckt euch den mal an. Und genau das, meine lieben Freunde, machen wir heute Abend. Die Leute fragen sich mittlerweile, ist es Arnold Schwarzenegger oder sind es doch Paul Frege und Adi Totoro, die große Attraktion vom Hahnkammrennen? Die Antwort ist ganz klar. Es ist DJ Ötzi. Ich sag nur Hallo, kurz Hallo. Ja, ihr liefert richtig immer ab. Hey, du hast den ersten Poster bei Tirol abgeliefert. Ja, mit dir im Studio, das ist ne? Scheiße, Adi. Ich liebe dich, du weißt das, gell? Sie fahren die falsche Richtung runter. Ja, das ist richtig. Wer gewinnt die Abfahrt? Marco Odermatt. Oh ja! Oder schwach. Sag mal. Oder. Oh dann. Du sorgst hier für Sicherheit. Ja, ein bisschen, ja. Ich habe gehört, dass die Sicherheitsleute bei der Piste für Odermatt so ein paar Sachen verändern, damit der schneller ist. Stimmt das? You know who's also from Sweden? Sarah Larson. Yeah, what do you think about her? Man kennt euch von überall. Ich komme vom letzten Dorf aus Sachsen, von der letzten Ecke und da kennt euch jeder. This is it. Heute ist der Tag, ich habe unfassbar schlecht gepennt. Irgendwie 5 Stunden gepennt. Ich weiß auch nicht wieso, aber naja, hilft ja nichts. Wir machen uns auf den Weg. Das ist auch du morgens. Mal gucken, was passiert. Wir haben die Schaufel des Vertrauens. Mit dieser Schaufel hier wird der Schneestuhl gebaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute nervös. Irgendwie, weil es ist nie sicher, ob es wirklich klappt. Wir geben unser Bestes, wir gehen mal hoch. Wir haben noch so 1,5 Stunden Zeit, 1 Stunde 40. Was viele Leute nicht wissen, all diese Dinger hier sind nur für uns. Bro, ich sag dir ehrlich, Digga, mit diesem Ding abtransportiert werden ist ein Trick der Industrie. Du legst dich hier rein, Bro, in eine Metallschüssel und dann musst du mit 40 km/h eine Buckelpiste. Du wirst noch mal richtig durchgeschüttelt, bis deine inneren Organe reißen und alles, was schon kaputt ist, zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder ein gebrochener Arm, bricht noch mal doppelt. Lasst mal ein Like da und schreibt in die Kommentare, wenn wir einen Twitch-Stream machen sollen, wo Paul und ich so ein Ding fahren den gesamten Tag. Oder wir machen sogar ein Rennen, 2 gegen 2. Einer muss ziehen, einer muss hinten drin liegen. Und wer das Rennen gewinnt, ja, der gewinnt das Rennen, ne? Der Spot wurde gespottet. Dort unten wird es gebaut. Dort ist die Kamera. Er macht Übungen, damit er uns gleich filmen kann. So sieht der Stuhl bis jetzt aus. Der Schnee ist unfassbar pulverig. Guckt euch das mal an. Ja. Dann wichtig ist, damit es ein bisschen härter wird. Ist das gut, wie ich es mache? Was war das für eine Übung gerade? Also wo machst du diese Übung sonst noch mal im Allergajuza? Halbe Stunde später, es ist anstrengend. Der Berg war noch nie so groß wie dieses Jahr. Rede, Digga. Das ist schwer, Mann. Der Pulverschnee, der ist schwer, aber wir kriegen's hin. Man nimmt eine Ananas mit einem Messer vom Frühstück schön rein. Der kann geil singen, Digga. Ja. 1,5 Stunden später, der Stuhl ist fertig. Holy shit, wie krass sieht das aus. Es ist mehr so ein Sofa, wo man liegt. Schnee ist unfassbar schlecht. Stimmung ist krass, die werden alle hochgehypt. Gleich geht's los. Marco Odermatt wird hier langfahren. Es wird heute unfassbar kalt. Wir sind sehr, sehr gespannt, aber das Ding ist ready. Und ich würde sagen, los geht's. Leute, wir sitzen jetzt schon 10 Minuten hier. Es geht tatsächlich, wenn man ein bisschen sitzt, geht's. Wir genießen unsere Ananas. Ja! Alle! Oh mein Gott. Oh Mensch, hör doch auf. Bro, also Retalk, dein Rücken ist kaputt. Ja, wir sind, also was heißt kaputt? Oh, ja, da ist er, ja! Woohoo! Yes! Boah, wie schnell, Mensch. Ja. Herrlich. Diese Jungs kennen wir. Ja, jetzt sind wir drin. Jetzt. Ja! Gib Gas! Und Schweiz! Adi Totoro Sind das wieder die und Paul, das sind die zwei, die jedes Jahr kommen. Paul und Adi. Sie schaffen es auch dieses Jahr. Influencer auf dem Weg zur Influenza. Ja, richtig. Schauen wir mal. Absolut. Aber das ist natürlich hart wie. Also extrem. Extrem. Extrem, ja. Viel härter wie die Abfahrer, oder? Wahnsinn. Ja. Oh mein Gott,
700stel. Oder Matt ist wieder zweiter Platz mit 700stel, Bro. Hier wird gearbeitet. Wir haben den Schneeschuh wieder gemacht und bei mir ist gerade so dieses Adrenalin weg, weil man hat unfassbar viel Adrenalin wegen Schnee, Kälte, alles zusammen. Charity Race, für die nicht wissen, was das ist, auf der Strecke, auf dem letzten Part, findet ein Charity Race statt mit Promis. Und Paul und ich sind mit die größten Promis hier. Digga, so eine Scheiße habe ich ja noch nie gehört. Ich wollte nur fragen, wie lange ihr da nackig rumlag. Was denkst du heute? 10 Minuten. Länger. Heute 25, Länger. 25. So. Wie kalt war es? Digga, das ist kalt. Also, du kannst dir ja vorstellen, nur in Badehose in Schnee eine halbe Stunde. Ist schon kalt. Wart ihr zwei das? Ja. Geil. Ja. Ja. Boah, das ist cool. Boom. Super. Spannend wird gleich zu sehen, wer alles mit uns heute fährt. Das ist ja immer ein großes Highlight. Das Charity Race übrigens auf einem kleinen Teil der Streif, auf dem letzten Teil, sehr vereist. Gar nicht so leicht da zu fahren. Für einen guten Zweck, ein geiles Rennen. Schön, dich mal zu treffen, Mensch. Ich habe immer noch den Rekord. Es war heuer sehr knapp und die Burschen sind sehr gut gefahren. Ja. Gott sei Dank jetzt. Deine Jungs waren gut? Warte mal, was heißt, ich habe den Rekord? Es gibt einen Kursrekord. Und den hast du? Den habe ich seit 29 Jahren und ich möchte nächstes Jahr wollte ich eine Party machen und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ein Jahr verlängert wird. Ja, okay. Weil so knapp waren sie noch nie dabei. Gut. Hallo, Herr Neureuter. Geht's gut? Servus. Danke. Du kommst jetzt immer sehr nett für uns. Ah, das ist ganz süß. Und ich wollte dir sagen, meine Mutter ist ein sehr großer Fan von dir. Hört immer deinen Podcast. Die Arme, wirklich? Immer, also und erzählt mir immer von dir und ist sehr begeistert. Probleme! Kräftiges Bürschchen. Was? Kräftiges Bürschchen. Red ich mal bis der ganze Chat will, dass wir Haare. Hopp. Ja, meine Kanten machen diese Piste nicht mit, das ist das Problem. Ich habe einen sehr schönen Tag gehabt, Ja. aber das ist mein Highlight heute. Ja. Skirennen, Junge, also Ja. generell Rennen. Das liebst du, oder? Auch noch auf der Streif, Junge. Wir fahren auf der Originalstrecke. Hammer, ne? Das kann nicht mehr geiler werden, ehrlich Es ist gesagt. eine große Ehre. Ja. Wer war das, Paul? Kurze Erklärung für mich. Also absolute Superlegende, deutsche YouTube und Fernsehen. Matthias Meimedi, der bekannteste Autotester. Alles gut! Super! Okay, nee, meine Top 3 Österreicher. Boah, ich würde schon sagen DJ Ötzi, Platz 3. DJ Ötzi Platz 3. Ich war in England, Ellie Pelli Darts, Bro, dort läuft alle 20 Minuten DJ Ötzi, Sweet Caroline und weiß ich was. Aufschreiben. Platz 2, aus der Kindheit auch einfach, Young Horn. Sehr gerne seine TikToks, der hat so YouTube-Vlogs auch gemacht früher. Ja. Legendär. Und Platz 1, Wahnsinn. Jetzt wird's Gänsehaut. Ich habe schon Gänsehaut. der Top-Österreicher, Udo Jürgens. Boah! Griechischer Wein. Der ist Österreicher. Der ist Deutscher. Fang mir jetzt nicht an. Der Udo Jürgens. Oberkörper vorne drauf. Ja. Mach eine schöne Bewegung, leichte Hochtiefbewegung machen, weil wenn du Hochtiefbewegung machst, nimmst du den Puls mit, kannst schön nach vorne beschleunigen und dann gehst du vorne drüber, Schwungansatz, Druck auf den Außenski und dann kannst du mit den Fliehkräften anfangen zu spielen. Dich schön auf Innenlehne, schöne enge Linie. Das ist entscheidend hier runter, ja, dass du die direkte Linie wählst und nicht zu weit ausholst. Genau so machen wir das. Und du guckst, wie ich es mache, ja? Absolut. I also said before, you also look a little bit like a freestyle snowboarder. Ja, the outfit is great. Yeah, you know, aura is important, right? Like a quad cork, 1080, triple 20, left side. Exactly, that's what I'm trying to do Yeah, actually. I'm going for it as well, with the skis. Das war gerade Yuki Tsunoda, der fährt in der Formel 1. Ich bin ready. Volle Konzentration. Er hat Adi Toro gesagt. Hopp, 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 hopp. Ich komme! Keine Schirm, keine Kante. Für alle Gesanger-Influencer wäre ich gern, das ist lustig, da braucht man fast nichts machen. Nur Masse ist Macht und ich habe sehr viele Knödel gegessen. Danke. Sehr gut, danke auch. Danke, jetzt wird gewürfelt. Also, nicht zu viel Druck, aber wir schauen. Es gibt einen. Ja! Ist gut, ist gut. Der jetzt zu uns herunterkommen wird mit der Nummer 55. Nice to meet you. Thank you. Und das war, meine lieben Freunde, Bernie Ecclestone. Es ist Wahnsinn. Ich bin erregiert, was soll ich sagen? 270.000 Euro! Wow! Hast du die alle selbstständig draufgetan? Ja, 30.000. 30.000? Ja.
Wirklich? Für so eine Stunde, bevor ich hierhin losgefahren bin, ist das fertig geworden. Aber Sieht aber crazy aus. Es knallt aus allen Korken. Alle sind reicher als ich. Naja, was soll ich machen, Diggi? Unfassbarer Tag, unfassbar anstrengend. So viele Fotos mit euch gemacht. Schneestuhl hat geklappt. Charity Race gefahren. Leider nicht aufs Podest gekommen, aber trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank an Red Bull für die Einladung. Vielen Dank an WWP, dass wir das Ganze immer machen dürfen oder dass die das möglich machen. Wie gesagt, wir wissen jedes Jahr nicht, ob das wirklich klappt. Es ist immer ein Gamble. Es ist nie fix. Und bis jetzt hat es 5 Jahre hintereinander geklappt. Es gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu mittlerweile. Aber trotzdem, wir wissen es nie zu 100%. Und das ist sehr, sehr geil. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. There was something in the